Prizren, eine Stadt in der jugoslawischen Südprovinz Kosovo. Dienstag ist hier Markttag. Die Bauern aus den umliegenden Dörfern bieten hier ihre Produkte an. Wohlfeil sind sie nicht. In dieser armen Gegend Jugoslawiens, der Grenzregion zu Albanien, kosten Obst und Gemüse mehr als in der Bundesrepublik. Und die Preise steigen weiter, täglich um 3%. €150 beträgt das Durchschnittseinkommen. Davon können die Menschen kaum leben. Zur wirtschaftlichen Krise treten nationale Spannungen. Serben bekämpfen Albaner und umgekehrt. Seit den blutigen Unruhen im Frühjahr herrscht hier der Ausnahmezustand. Wir treffen Ibrahim Rugova, einen Albaner, Schriftsteller und Sprecher der albanischen Nationalisten. Vor den Märzunruhen hatten wir ihn schon einmal besucht. Damals hatte Rugova bereits gewarnt. Erinnern wir uns. So wie ich meine Landsleute kenne, sind sie keine Fanatiker. Aber wenn sich die Wirtschaftslage im Kosovo nicht bessert, wenn weiterhin nur repressive Politik gemacht wird, wenn die autonomen Rechte weiter beschränkt werden, dann, ich bin zwar kein Prophet, könnte es schlimmer als im Libanon werden. Schwer bewaffnete Polizisten prägten im März das Straßenbild im Kosovo. Viele Albaner sahen die Autonomie ihrer Provinz bedroht. Dagegen wehrten sie sich. Junge Albaner gingen auf die Straße, unter ihnen viele Arbeitslose, die sich von der Zukunft nichts mehr versprachen. Einige forderten eine eigene Republik Kosovo und den Anschluss an das benachbarte Mutterland Albanien. 2 Polizisten wurden getötet. Es folgten Gefechte mit den Sicherheitskräften. Die Bilanz: 24 Tote, Hunderte von Verletzten. Die nationalistischen Albaner interpretierten die Ereignisse auf ihre Weise. Alles sei nur politisches Spiel, politische Propaganda gewesen, sagt Rugova heute. Wir halten dagegen, die Parole Kosovo muss eine Republik werden, ist doch nicht erfunden. Die Nationalisten existieren doch. Rugova bezweifelt das. Wer hat dann geschossen, wollen wir wissen. Auch an die Schüsse glaubt Rugova nicht. Wer hat auf die Polizisten geschossen? Rugova weicht aus. Zu den Schießereien kam es nur, weil eine demokratische Lösung abgelehnt wurde. Der Graben zwischen der serbischen Minderheit und der albanischen Mehrheit im Kosovo ist tiefer geworden. Als ein serbischer Polizist vor 6 Monaten von den albanischen Nationalisten erschossen wurde, demonstrierten die Serben Geschlossenheit. Über 10.000 Menschen kamen zur Beerdigung. Noch leben rund 100.000 Serben in der autonomen Provinz Kosovo. Doch 600.000 Serben haben nach dem Krieg den Kosovo verlassen und die Abwanderung hält an. 6 Monate später, vor dem elterlichen Haus des erschossenen Polizisten, treffen sich Verwandte und Freunde zum Gedenk- und Trauertag. Die Brüder des Toten machen nicht alle Albaner für den Tod verantwortlich. Nicht alle haben ihn getötet, sagt einer von ihnen. Einer war es. Deshalb hasse ich nicht alle Albaner. Aber wenn ich wüsste, wer meinen Bruder getötet hat, ich würde ihn nicht mit einer Waffe erschießen, mit den eigenen Händen würde ich ihn erwürgen. Ich habe einmal vor rund 150 Albanern vor dem Rathaus gesprochen. Auch 50 Serben waren anwesend. Da habe ich gesagt, ich grüße euch Albaner, immer noch. Aber ihr müsst aus euren Köpfen für immer eure Wünsche nach einer eigenen Republik oder nach einem Großalbanien auslöschen. Wir wollen es noch einmal versuchen, mit euch zusammenzuleben. Aber ihr wollt nicht mit uns. Gnade euch Gott, wenn ihr jetzt hier alleine bleibt. In den von den Serben verlassenen Dörfern haben sich die Albaner angesiedelt. Die Provinzverwaltung hilft kinderreichen albanischen Familien. So kann kräftig gebaut werden. Die Absicht ist klar: Kosovo den Albanern.
Doch da das Land arm ist, mussten viele Männer als Gastarbeiter ins Ausland gehen. Zurückgeblieben sind Frauen und Kinder. Ortswechsel. Pristina, der Sitz der Provinzverwaltung. Die Fronten im Nationalitätenstreit sind festgefahren. Die Serben klagen, dass sie von den Albanern mit Gewalt vertrieben werden, damit Kosovo rein albanisch werden kann. Albanische Politiker und Intellektuelle hingegen behaupten, dass ihre Freiheiten eingeschränkt und die Menschenrechte missachtet werden. Deshalb wollen sie eine eigene Republik. Irgendwo am Stadtrand ein heimliches Treffen albanischer Schriftsteller mit einer westlichen Abordnung. Sie kümmert sich um die Einhaltung der Menschenrechte im Kosovo. Die KSZE-Delegation kommt aus Wien. Ihre Mitglieder sprechen nur mit Vertretern der Albaner, so mit Ibrahim Rugova. Zu den Serben geht die Delegation nach unseren Informationen nicht. Zur Genugtuung von Rugova. Nach dem Treffen wollen wir von Ibrahim Rugova wissen, wie er die Zukunft des Kosovo beurteilt. Konflikte zwischen Albanern und Serben, sagt er, oder eine Konfrontation wie heute in der Sowjetunion, habe es hier früher nie gegeben, bis die Politik ins Spiel kam. Und wenn die repressive Politik von oben fortgesetzt werde, dann, so Rugova, sehe er keine Lösung der Probleme. Nur mit Demokratie und Toleranz gegenüber allen Bürgern, gleich ob Albaner oder Serben, könne eine friedliche Lösung der Probleme erreicht werden. Staatliche und politische Unterdrückung, Gewalt, das sei keine Perspektive. Weder für Kosovo, noch für Serbien oder Jugoslawien. Znači, to nije perspektiva ovdje ni na Kosovu, ni u Srbiji ili Jugoslaviji.